Was für ein cooles Thema wir doch haben. Bundesliga. Wer ist alles Fußballfan? Wer hat alles Champions League gestern geschaut? Champions League Finale? Doch einige von euch. Genau. Was für ein Finale. Aber heute geht es nicht um Fußball, sondern eben um das Thema Bund. Bund, nicht ums Bundeshaus, sondern um die Bünde, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und wir haben vor 2 Wochen angefangen. Ich darf euch heute mit noch tiefer hineinnehmen in dieses Thema. Und ich möchte mit euch heute ein ganzes Kapitel aus der Bibel lesen. Also es lohnt sich, die Bibel oder euer Handy hervorzunehmen, euer Smartphone. Wir wollen nämlich den Bund zusammen anschauen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und was hat das mit uns heute zu tun? Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Warum lesen wir über so einen alten Bund, der ja tausende von Jahren stattfand? Was hat das mit mir heute zu tun? Bevor wir ins Kapitel 15 eintauchen, einfach noch so ein bisschen ein Kontext dazu. Dieser Bund mit Abraham wird auch der Bund der Verheißung genannt. Und das hat seinen Grund, weil ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 12, lesen wir, wie der Herr zu Abraham Folgendes sagte. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und jetzt kommt's. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow, das ist mal eine krasse Verheißung. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und Abraham, auf dieses Wort hin, zieht er also los mit seiner Familie. Und ich habe da eine Karte mitgebracht, wo ihr seht, wo er hingezogen ist. Er wusste nicht wohin, aber er kam da aus Ur, im heutigen Irak liegt das. Und er ist dann über Syrien da ins heutige Israel, Palästina, hat ihn Gott geführt. Und dort hat er seine Zelte aufgeschlagen. Irgendwo da in diesem grün markierten Teil. Und Gott hat ihn geradewegs dorthin geführt. Er wollte dort diese Verheißung wahr werden lassen. Und Abraham lebt also mit seiner Frau und seinen ganzen Knechten dort und verbringt einige Jahre dort und es passieren einige Geschichten, auf die ich heute nicht eingehen möchte. Aber unter anderem kommt es auch dort zum Kampf. Es ist eine sehr gefährliche Gegend, wo Gott ihn hingeführt hat. Es sind nämlich 5 Könige, so Stadtkönige, die sich zusammentun und eine Rebellion anzetteln gegen die Oberherrschaft des einen Königs. Und sie ziehen dann in die Schlacht. Also das sind 5 Könige, die gegen 4 Könige kämpfen. Und da gibt es eine große Schlacht. Die 5 Könige verlieren, werden mit ihrem ganzen Volk in die Gefangenschaft geführt. Und Abrahams Neffe wurde auch mit verschleppt und kommt in die Gefangenschaft. Und als Abraham das hört, sagt er zu seinen 319 Bediensteten, greift zu den Waffen, wir gehen ihnen nach und wir befreien unseren Verwandten. Und er jagt diesen 4 Königen nach und in der Nacht überfällt er sie und ein Wunder passiert, er kann diese Könige besiegen. 319 Mann gegen ein Heer von 4 Königen und Abraham rettet seinen Verwandten und kommt mit der ganzen Beute zurück und dann, da könnte man eine Predigt darüber schreiben, also wirklich vielleicht ein anderer Tag, dann gibt es diese spezielle Begegnung mit diesem König Melchisedek und er gibt ihm da einen 10. Teil von allem und wow, also
krass, aber darauf werde ich heute gar nicht eingehen. Einfach, dass ihr den Kontext versteht. Abraham hat gerade einen riesengroßen Sieg errungen und er kommt zurück in sein Zelt. Er gibt alles, was er erbeutet hat, gibt er wieder diesen 5 Königen. Und jetzt steigen wir ins Kapitel 15 ein. Also ihr könnt die Bibel öffnen, wenn ihr wollt, und mitlesen. Steht vielleicht in einige, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, ein bisschen anders, aber nach diesen Begegnungen redet der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Jetzt machen wir gerade mal Pause, bevor wir weiterlesen. Nochmal, ist schon speziell, oder? Dass er sagt, hab keine Angst. Ich habe mich gefragt, ja, warum sagt Gott das überhaupt? Abraham hat soeben ein Heer von 4 Königen besiegt. Abraham hat sicher keine Angst, oder? Er ist ein mutiger Mann. Aber tatsächlich, in der Psychologie gibt es dieses Phänomen, ich habe es mir aufgeschrieben, es heißt, oder es wird oft als verzögerte Angstreaktion beschrieben. Und das bedeutet, viele Soldaten erleben das im Moment, in der Schlacht, im Krieg, da spüren sie keine Angst. Aber erst nachher, wenn die Situation vorbei ist, dann überkommt sie plötzlich diese Angst. Erst im Nachhinein. Das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Es kann natürlich auch sein, dass Abraham hier die Rache der Könige fürchtet. Es kann ja sein, dass er hat jetzt Feinde gemacht. Jetzt hat er da 4 Könige, die er besiegt hat. Kann ja sein, dass die sich rächen wollen. Oder aber, dritte Möglichkeit, es kann sein, dass es einfach Angst macht, wenn man eine Vision kriegt von Gott und Gott einem in einer Vision erscheint. Und das lesen wir ja auch quer durch die Bibel, dass wenn himmlische Wesen, Engel oder sogar Gott selber zu Menschen spricht, dass sie oft vor Angst auf den Boden fallen, weil sie so Angst haben. Und die Engel zuerst mal sagen möchten, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Egal was es war, Abraham hatte Angst und Gott muss ihn da mal beruhigen. Hey, hab keine Angst. Ich bin dein Schild. Ich werde dich beschützen. Und ich bin deine reiche Belohnung. Ist schon noch interessant, oder? Abraham hat die ganze Beute hat er zurückgegeben. Und jetzt verspricht ihm Gott, ich bin deine große Belohnung. Come on, jawohl. Was für ein Gott wir doch haben. Er gibt ihm ein Versprechen. Und jetzt kommt ein bisschen ein kurioser Dialog zwischen Gott und Abraham. Wir lesen weiter. Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt soeben eine Vision von Gott und er sagt, ich bin dein Schild und ich werde dich reich belohnen. Wir würden sagen, hey, wow, danke vielmals Gott, das ist so ein großes Geschenk, danke für dieses Versprechen. Aber Abraham, nichts dergleichen, sagt, Herr, was soll das alles? Du siehst, ich habe ja gar keinen Nachkommen. Das ist mir alles gar nicht so wert. Mein Diener wird ja das erben. Gott antwortet ihm, nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Ich liebe das. Gott gibt hier keine Erklärung zu Abraham. Er sagt nicht, wie das passieren soll und so,
sondern er wiederholt einfach das Versprechen. Ja, er präzisiert es sogar noch. Er sagt, dein eigener Sohn wird es in Besitz nehmen. Und danach führte er Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau in den Himmel, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Abraham in seinem Zelt, da sind Gedanken, wie soll das alles passieren? Ist Angst da, Sorgen für die Zukunft? Ja, er hat dieses Versprechen, aber es ist nichts passiert, schon 10 Jahre. Sarah, seine Frau, vielleicht auch die Hoffnung aufgegeben und sagt, ja, was lohnt es sich noch zu warten? Es nützt dir alles nichts. Und in dieser Situation ruft ihn Gott nach draußen und sagt ihm, schau die Sterne an. Und ich habe mal nach einem Bild gegoogelt von einem Wüstenbild in der Nacht und es ist taghell fast schon in der Wüste, weil da sind so viele Sterne, die da scheinen. Und ich kann mir vorstellen, wie Abraham nach draußen ging und wirklich da die Milchstraße sah und überwältigt wurde von seiner Perspektive. Wer war schon einmal auf einem Bergsee in der Nacht? Nicht in Zürich, wo wir so viel Lichtverschmutzung haben, sondern wirklich, wer war schon mal im Berg und hat den Sternenhimmel beobachtet? Habt ihr auch die Milchstraße gesehen? Wer hat das schon mal? Das ist eindrücklich und umwerfend schon fast. Und wisst ihr, die Milchstraße, ein paar Facts zu der Milchstraße. Es gibt in der Milchstraße schätzungsweise 400 Milliarden Sternen. 400 Milliarden Sternen. Und die Milchstraße, ich habe ein Bild von der Milchstraße gebracht, die ist etwa 100.000 Lichtjahre im Durchmesser groß. Ein Lichtjahr sind etwa 10 Billionen Kilometer. Also spätestens hier können wir das gar nicht mehr ergreifen. Aber es geht noch weiter. Im ganzen Universum gibt es mehr solche Galaxien, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Es ist crazy. Und in der Bibel, im Buch Jesaja, lesen wir von diesem Bild, dass Gott den Himmel zwischen der Spanne seiner Hand hält. Und ich kann mir so vorstellen, dass Gott Abraham so aus dem Zelt führt und sagt, schau mal, ich sehe dein kleines Problem, aber ich lade dich ein. Das ist der Himmel, das Universum, habe ich hier zwischen meiner Hand. Ich lade dich ein, meine Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wo du drin steckst, in welcher Situation auch immer, in welcher Spannung, in welchem Konflikt, irgendwo Familie, keine Ahnung wo, aber wir alle kennen diese Momente im Zelt. Und ich lade dich ein, auch immer wieder nach draußen zu gehen und Gottes Perspektive zu suchen, die er auf diese Situation hat. Und vielleicht heute wieder einmal, ich hoffe, ja, nächste Woche wird nicht so schönes Wetter, aber einfach mal wieder den Sternenhimmel zu betrachten. Wir lesen weiter. Jetzt kommt ein Schlüsselvers. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens gerecht. Dieser kleine Vers ist wirklich, da steckt so viel drin, so viel Power. Und ich komme dann später noch einmal auf diesen Vers. Aber Abraham glaubte dem Herrn. In Hebräisch bedeutet Glauben Aman. Bedeutet so wie ich vertraue, ich setze darauf. Und von diesem Wort Aman leiten wir auch dieses Wort Amen ab, das wir heute gebrauchen. Was ja so viel heißt wie, es ist zuverlässig, es ist wahr, ich kann darauf vertrauen.
Und ich stelle mir das so vor. Ich weiß nicht, ob es so war, aber als Abraham diese Sterne sah, war er so ergriffen, dass er einfach sagte, Amen. Amen. Ich glaube dir. Ich vertraue dem, was du sagst. Und dieses kleine Wort Amen von Abraham reichte aus, damit Gott ihn für gerecht erklärte. It's crazy. It's crazy. Abraham glaubte Gott. Und jetzt lesen wir weiter. Es geht nämlich weiter. Jetzt wird es erst richtig spannend. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Chaldäer herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. Also noch einmal wiederholt er das Versprechen. Herr mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Und an dieser Stelle habe ich so gedacht, jetzt haben wir doch gerade gelesen, dass Abraham Gott glaubte. Und jetzt lesen wir hier diese Frage, also wie kann ich mir sicher sein? Ist das nicht ein Widerspruch? Ist da plötzlich doch Unglaube da? Aber ich glaube, nein. Es steht, Abraham glaubte Gott, also glaubte er Gott. Und ich glaube, es ist vielmehr ein Nachfragen oder einfach ein Interesse haben. So, Gott, ich lebe hier in so einer gefährlichen Gegend, da sind 10 Völker um mich herum. Wie soll das passieren? Wie kann ich sicher sein? Und jetzt an dieser Stelle eine Warnung für alle, die ein bisschen einen empfindlichen Magen haben oder die sich wie ich immer alles bildlich vorstellen. Es ist wirklich so, wenn ich etwas höre, bei mir läuft immer gerade ein inneres Bild ab. Das hat Vor- und Nachteile. Aber jetzt bei diesem nächsten Vers ist es challenging. Und einfach so als Vorwarnung. Gott antwortete ihm, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte jeweils die beiden Hälften einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Was? Wieso macht Abraham so etwas? Gott hat ihm nicht gesagt, er soll die Tiere halbieren. Er hat ihm nur gesagt, bring mir diese Tiere. Warum? Warum macht Abraham das? Hat irgendjemand eine Vermutung? Für den Bund besiegeln. Aber kann man das, also warum muss man die dann in der Hälfte halbieren? Zum Durchlaufen. Ja, du hast schon vorgelesen. Du hast schon vorgelesen, das kommt dann tatsächlich. Genau, aber Abraham wusste, weil es war damals Kultur, so macht man einen Bund. Und ich kann mir gerade so Abraham vorstellen, als Gott ihm gesagt hat, dass er diese Tiere holen soll. Sagt, yes, Jackpot, jetzt macht Gott mit mir einen Bund. Wow, jetzt kann ich sicher sein. Und zwar einen 3-fachen Bund. Ich muss 3 Tiere holen und sie zerteilen. Krass. Er wusste das, weil das war damals Teil der Kultur. Ich habe das mal nachgeforscht. Du kannst die nächste Slide einblenden. Das sind Grundelemente eines antiken Bundes. Wie bei diesen Völkern, die damals dort wohnten. Eben, es gibt zuerst eine Einleitung, das, was Gott gesagt hat. So, ich bin der Herr, der dich aus Ur geführt hat. Die ganze Geschichte der Beziehung wird erklärt, wie diese beiden Parteien in Beziehung zueinander stehen. Und dann wird auch gesagt, was die Verpflichtungen sind dieses Bundes. Was muss die eine Seite tun und die andere Seite tun? Und vielleicht gibt es auch noch eine Seite, die etwas verpflichtet. Und dann gibt es diese Segnungsandrohungen oder Segens- und Fluchandrohungen. Und das Zerteilen dieser Tiere war das war die Fluchandrohung.
Das heißt, wenn ich oder du den Bund bricht, eine Seite, dann soll es ihnen so ergehen wie diesen toten Tieren. Also es ist ein Spiel auf Leben und Tod. Wenn man so einen Bund schließt, die Konsequenz, wenn man den Bund bricht, ist der Tod. Das ist eine ernste Sache. Und dann wird das eben mit diesem symbolischen Hindurchgehen besiegelt. Beide Parteien laufen dann durch diese toten Kadaver zwischendurch und besiegeln so gemeinsam den Bund. Und Abraham wusste das und er hat das gefeiert. Er so, yes, Gott macht mit mir einen Bund. Jetzt kann ich dann wirklich, wirklich sicher sein. Also holt Abraham diese Tiere, zerteilt sie, legt sie parat. Und dann lesen wir, da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Aasgeier kommen und wollen sich da bedienen an diesem festlichen Leichenschmaus. Aber Abraham verscheucht sie und er wartet den ganzen Tag, bis Gott kommt und mit ihm diesen Bund macht. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Ist auch kein Wunder, dass Abraham in einen tiefen Schlaf fällt. Ihr müsst euch überlegen, er war vermutlich die ganze Nacht wach vorher, hat ja die Sterne geschaut, hat Gottes Stimme gehört und er konnte kein Auge zutun. Da verwette ich mein ganzes Hab und Gut. Er konnte in dieser Nacht kein Auge zutun. Wenn Gott mit dir so krass spricht, dann schläfst du nicht, sondern bei Tagesanbruch holt er diese Tiere, zerteilt sie und dann muss er den ganzen Tag diese Aasgeier verscheuchen. Kein Wunder ist er erschöpft und schläft ein, oder ich weiß auch nicht, aber es ist ja ganz natürlich, dass er einschläft. Und eben, warum kommt Gott nicht? Vielleicht kennt ihr das auch, so dieses Warten auf Gott. Ihr habt mal eine Verheißung gekriegt oder eine Ermutigung, aber nichts davon wird sichtbar. Ihr wartet und vielleicht schon Jahre, aber Gott ist irgendwie, er hat es vielleicht vergessen. Dunkle Vorahnungen überkamen ihn oder beunruhigte ihn sehr. Vielleicht waren es Stimmen des Zweifels. Habe ich das richtig gehört? Will Gott wirklich mit mir einen Bund machen? Und jetzt, wo Abraham schläft, da spricht Gott zu ihm und gibt ihm ein Bild, was noch in der Zukunft geschehen soll. Und das lesen wir zu ihm. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach 4 Jahrhunderten kehren sie in das Land Kanaan zurück. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden. Gott schenkt Abraham hier einen Blick in die Zukunft. Wir wissen nicht, warum er das tat, aber es ist wie so, nochmals so wie ein Liebesbeweis von Gott. So, hey, nicht nur werden deine Nachkommen hier dieses Land besitzen, ich sage dir auch, wie das passieren wird. Ja, da ist Not, Leid, das bleibt diesem Volk nicht verschont, aber ich halte mein Versprechen. Sie werden sogar reich belohnt zurück in dieses Land kommen. Und jetzt geschah es. Jetzt geschah es, als die Sonne untergegangen
und Finsternis eingetreten war. Siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Rauchender Ofen, ja, was? Feuerfackel? Ich glaube, Abraham im Schlaf, er hat gesagt, sehe ich nicht richtig? Wir alle, einige von uns vielleicht, kommt das vielleicht schon ein bisschen bekannter vor, von diesem Moment, als das Volk eben aus Ägypten herausgeführt wird. Da war ja eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuerfackel oder eine Feuersäule bei Nacht. Gott selbst hat das Volk da herausgeführt. Und das sind beides Bilder von der Gegenwart Gottes. So auch hier in diesem Text. Also, da waren ein rauchender Ofen und ein Feuer, das durch diese beiden Stücke, diese Kadaver hindurchging. Und ich weiß nicht, was Abraham gedacht hatte, als er das sah. Aber er konnte nicht durch diese Stücke hindurch. Und ich glaube, Gott hat ihn so lange warten lassen aus Liebe zu ihm, dass er es nicht versuchte, selbst zu tun. Weil Gott wusste, Abraham wird seinen Teil der Abmachung nicht halten können. Und so ließ er ihn warten. Das ist jetzt meine Interpretation. Er ließ ihn warten, bis er so erschöpft war, dass er gar nicht mehr konnte. Und es war Gott, der selbst durch diese Stücke hindurchführte und so einen Bund mit Abraham schloss. Und das lesen wir dann auch, Schlussverse dieses Kapitels. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm: Ich gebe deinen Nachkommen dieses Land, von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom, das ganze Land, in dem jetzt diese 10 Völker drin wohnen. Und es ist ein Bund, den Gott mit Abraham schloss, aber eigentlich ist es ein Bund, den Gott mit sich selbst geschlossen hatte. Und der Fachausdruck davon, das heißt, es ist ein unilateraler Bund, den Gott geschlossen hat. Wir alle in der Schweiz, wir sind viel mehr mit dem Wort bilateral vertraut, oder? Bilaterale Verträge, wer hat das schon mal gehört, dieses Wort? Mit der EU, wir machen bilaterale Verträge fast überall in unserem Alltag. Und ich habe mal ein paar Beispiele von bilateralen Verträgen. Das sind solche Sachen, ich muss etwas leisten und dann muss die andere Person auch etwas tun. Beide Parteien. Beim Kauf, ich kriege eine Ware, aber ich bezahle dafür einen Preis. Ich arbeite und mein Arbeitgeber bezahlt mir meinen Lohn. Ob das gerechter Lohn ist, das ist dann die andere Frage. Aber so funktionieren bilaterale Verträge. Und ich habe auch ein paar Beispiele von eben unilateralen Bünden aufgeführt. Und ihr seht, der erste ist so der Noah-Bund, den Gott mit Noah geschlossen hatte, ein paar Kapitel vorher. Gott schenkt, dass es nie mehr regnet, nie mehr so eine Sintflut gibt, die alles zerstört. Der Mensch muss gar nichts dafür tun. Oder auch mit Abraham. Gott macht diesen Bund mit sich selbst. Er verspricht Land, Nachkommen, Segen. Und was Abraham tun muss, ist einfach Glauben und Vertrauen. Und wir lesen das auch bei David, beim König David. Gott verspricht König David eine ewige Königsdynastie und schließt einen Bund mit David. David muss gar nichts tun, aber Gott verspricht ihm das, dass seine Nachkommen immer auf dem Thron sitzen werden. Das ist ein unilateraler Bund. Und jetzt zu uns. Was hat das mit uns zu tun heute? Der Apostel Paulus schreibt an die Kirche in Rom
einen Brief. Und er erinnert sie daran, was wir soeben gelesen haben. Im Kapitel 4 schreibt er diesen Menschen da in Rom. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen, oder? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er zitiert da diese Stelle, die wir vorhin gelesen haben, zusammen. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorzuweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Und Paulus beschreibt hier diesen neuen Bund, der für alle gilt, Juden oder Nichtjuden. Und das ist auch so ein unilateraler Bund, dieser neue Bund, der Gnadenbund, wo Gott Vergebung verspricht und Gerechtigkeit für alle Menschen. Das schenkt er, das gibt er, das ist seine Verpflichtung. Was der Mensch machen muss, ist wie Abraham einfach glauben, annehmen. Und es ist ein unilateraler Bund. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir das ist nicht mehr so gängige Praxis, mit toten Tieren so Bünde zu machen. Wie können wir heute diesen neuen Bund irgendwie ein Bild dafür haben, wo familiärer ist für uns? Und ich glaube, die meisten von euch haben so ein Portemonnaie in der Tasche und ihr könnt da diese Hilfsmittel da mal bringen. Ich habe da nämlich etwas mir überlegt, eine kleine Illustration. Wer hat alles eine Kreditkarte von euch? Die meisten. Gut, super. Dann wird euch dieses Bild hoffentlich auch zugänglich sein. Da brauche ich einen und hier. Danke vielmals. Also, ich habe da eine Kopie von meiner Kreditkarte gemacht, ein bisschen vergrößert, dass ihr das schön seht. Und es funktioniert ja so, man kann hier etwas kaufen, obwohl man das Geld gar nicht hat, oder? Und das mache ich und dann türmt sich hier der Schuldenbetrag auf. Und ich kaufe noch etwas und so türmt sich das hier auf meinem Konto an und Ende des Monats kriege ich eine Abrechnung, wie viel Schulden ich gemacht habe. Und es ist vergleichbar mit dem, was wir in unserem Leben tun, wenn wir irgendwie eine Notlüge machen. Ja, ist doch nicht so schlimm, aber ja, es kommt auf dieses Konto. Oder ich unterlasse es, etwas Gutes zu tun. Ich weiß genau, ich sollte eigentlich. Wer kennt dieses Gefühl? Ich sollte eigentlich, aber ich habe mich nicht dafür. Hey, das kommt alles auf dieses Konto. Und das Gute ist ja, ich habe auch noch ein anderes Konto, dort wo mein Lohn draufkommt. Das ist mein Debitkonto. Das ist verknüpft mit dem. Und hier kommt Ende Monat Lohn darauf. Für das, was ich geleistet habe. Ich arbeite, also kriege ich auch den Lohn. Wer hat alles auch so ein Konto? Doch, einige, sehr gut, sind nicht alle Sozialhilfeempfänger. Okay, ich leiste also etwas, ich tue auch gute Taten. Ich versuche ein guter Mensch zu sein, indem ich freundlich bin, nett. Und das geht alles auf dieses Konto.
Und meine Hoffnung ist, dass ich genug Geld, genug auf dem Konto habe am Ende des Monats, um meine Schulden hier zu bezahlen. Und das ist ein Bild für wie viele Menschen heute das Leben sehen. Wenn ich nur hier genug gute Sachen gemacht habe, wenn ich ein guter Mensch bin, wird es am Schluss schon gut gehen. Wenn da irgendwie ein Leben danach ist, es muss einfach gut genug sein. Das Problem ist nur, wir wissen nie genau, wie viel da drauf ist, wie viel auf diesem Konto ist. Und erst am Ende des Lebens wird abgerechnet. Was für ein Stress das ist. Wenn ich nicht weiß, reicht es jetzt, muss ich noch mehr? Bin ich wirklich gut genug? Viele Glaubenssysteme basieren auf diesem System. Hinduismus, auch der Islam zu gewissen Stücken basiert auf diesem Glaubenssystem, dass ich genug gute Sachen vollbringen kann. Und auch dann weiß ich nie genau, ob es reicht. Und hier unterscheidet sich dieser neue Bund. Wir lesen nämlich ein Kapitel vorher. Beschreibt Paulus diesen neuen Bund. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt, alle haben hier etwas auf dem Konto. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das ist der neue Bund. Ein unilateraler Bund, den Gott mit jedem von uns schließen möchte. Wir versuchen oft aus eigener Kraft hier aufzutürmen, selbstgerecht, selbst gut dazustehen. Aber so oft, so viel wir auch hier investieren, es wird nie reichen. Es wird nie reichen, denn wir alle haben Schuld auf dem Konto. Und das Einzige, was du tun darfst, ist dieses Geschenk anzunehmen von Jesus Christus, der am Kreuz die Konsequenz bezahlt hat. Er hat die Rechnung beglichen für dich und für mich. Seine Arme am Kreuz. Seine Arme am Kreuz, seine Hingabe für uns haben es ermöglicht, dass wir gerecht vor ihm stehen. Und das ist das Geschenk, das uns heute auch noch gilt. Für dich und für mich. Es ist frei, es ist getan. Das Einzige, was wir
tun müssen in diesem unilateralen Bund ist, es anzunehmen, im Glauben, im Vertrauen, dass das wirklich für mich gilt, wirklich heute noch Bedeutung hat. Und ich lade euch ein, einen Moment eure Augen zu schließen. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du auf deinem Lebensweg? Bist du immer noch am selber versuchen, gute Dinge zu tun, damit du hoffentlich ein guter Mensch bist, damit es reicht? Oder hast du dieses Gnadengeschenk von Gott schon angenommen? Durftest du schon erfahren, wie frei es macht, wenn man nicht selbst mehr diesen Stress hat, sondern es ist getan, wir sind befreit. Und vielleicht gibt es unter uns oder im Livestream heute Menschen, die haben dieses Gnadengeschenk des neuen Bundes noch nie wirklich angenommen. Da möchte ich dich heute einladen. Es ist kein Muss, es ist kein Zwang, es ist eine Einladung, dein Vertrauen auf den zu setzen, auf Jesus Christus, der es mit seinem Leben bereits für dich getragen hat. Die Konsequenz, wie Abraham, wie Gott selbst, als Gott selbst durch diese Tiere, durch diese toten Tiere hindurchschritt, weil er wusste, Abraham wird es nie schaffen. Er wusste, du wirst es nie aus eigener Kraft schaffen. Und so gab er Jesus Christus hin. Er hat einen Bund mit sich selbst geschlossen, damit jeder, der an ihn glaubt und sein Vertrauen auf Jesus setzt, im Glauben gerettet wird. Und wenn du heute hier bist und dieses Geschenk annehmen möchtest, dann bitte ich dich einfach, während alle Augen geschlossen sind, Köpfe geneigt, mir ein kurzes Handzeichen zu geben. Ich möchte nachher mit dir und für dich beten. Gibt es heute jemand, der dieses Gnadengeschenk empfangen möchte? Ich sehe gerade keine Hand, aber vielleicht sind im Livestream Leute. Und deshalb lade ich dich ein, mit mir zu beten, mit uns allen. Für uns, die vielleicht zum ersten Mal, das zum wiederholten Mal machen, einfach als Bezeugung, ja, ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Und ich habe ein Gebet vorbereitet, wir wollen es gemeinsam beten, es wird auch im Livestream eingeblendet. Und wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, helfen diese Worte, das auszudrücken. Und so beten wir gemeinsam zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du mich grenzenlos liebst. Vergib mir, dass ich dich bis heute ignorierte und stolz glaubte, es alleine zu schaffen. Danke, dass du mich nicht verurteilst, sondern deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit ich frei von aller Schuld leben kann und nichts mehr zwischen dir und mir steht. Heute öffne ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Sei mein Freund und hilf mir, deinen guten Plan für mich zu erkennen und danach zu leben. Amen. Amen. Ich setze mein Vertrauen darauf. Amen. Ich halte an dem fest. Das bedeutet es, wenn wir Amen sagen. Wie Abraham damals. Und lasst uns gemeinsam einen Moment nehmen, wo wir einfach dem noch einmal nachsinnen. Dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk. An dieser Stelle verabschiede ich den Livestream. Hey, wenn du heute das zum ersten Mal gebetet hast, kontaktiere uns. Du findest unser Link online. Wir wollen dir gerne helfen, auf diesem Weg zusammen Schritte zu gehen. Bis nächste Woche.
Und euch lade ich ein, aufzustehen, dass wir einfach noch einen Moment mit der Band in dieser Gegenwart